begrüßen euch bei der Juni-Emission von Stangefocht News. Wegen dem schlechten Wetter gouf das Jahr die Meerfeuer und Schmalz verlöscht. Kolleginnen und Kollegen, liebe Member von den Vereinen, die immer helfen, dass das Fest hier auch einen kleinen guten Anklang hat. Wir haben an diesem Jahr 125 Jahre OGBL und das ist auch schon ein wichtiger Punkt, dass wir froh sind, dass wir die Feier immer noch machen können. Wir sind die größte Gewerkschaft am Land mit über 70.000 Leuten und dafür sind wir auch froh, dass wir unseren Beitrag leisten zu einem kleinen Festtag für die großen Manifestationen von den Gewerkschaften, die dann auf den 1. Mai sind. Ich meine, die ganze Bewegung vom 1. Mai, du hast wahrscheinlich schon in den Zeitungen gelesen oder gut am Geschichtskurs gelehrt, geht zurück bis an 19. Jahrhundert, also 19. Jahrhundert, dass die Gewerkschaftsbewegung gewesen, die aus Amerika kommen sind, wo durch darum gegangen ist, für den Erdstundentag zu kämpfen. Den Erdstundentag wird für viele von uns eine Selbstverständlichkeit ist und dem wir uns gewinnt tun. Alle guten Indianer, Sozialarchien, die da noch kommen sind, den Congé-Stage, die Sozialversicherungen überhaupt insgesamt für die Arbeiter, was alles auch mit vom letzten Jahrhundert erkämpft ging. Und dafür ist es doch wichtig. Und ich meine noch auf einem Vierabend von einem 1. Mai und ich meine noch jetzt Stängefort und was da unter anderem immer wichtig gewesen ist, dass man sich einmal am Jahr über die Zeit hält, zurückguckt und guckt, was die Walle ist von der Arbeit, die eben noch durch Gewerkschaftler erkämpft gesehen, schenkt an Bewusstsein rift. An irgendeiner Form, das trifft die meisten ja so, sind wir Arbeiter. Das trifft genau für die Leute, die an der Funktion publik schaffen, so, die bei den Betrieben denken und Enseignement, denken aber auch genauso gut um Politiker. Das sind auch Arbeiter, die gewählt für ihre Arbeit am Interesse von den Bürgern zu machen, von uns alle Guten. Und dafür soll kein noch Mensch sich auf sagen darf wie den Haien wird den anderen stellen. Wir sind alle Guten da und ein einziges Ziel, und das als Gesellschaft weiterzubringen, gucken, die Sachen zu erhalten, die gut sind, und die Sachen, die nicht so gut sind, zu verbessern. An dem Namen eigentlich will ich dann noch am Namen von der Entente und eben von den Gewerkschaften ja euch dann alle Guten über Pat evitieren. Kommunionskanner aus der Gemeinde haben dieses Jahr ihre erste Kommunion an der Kirche zu Stangefocht gefeiert. Ich kann go vierdro gedeft.
Familien, es sind europäisch, weil an der Kirche stärker zu treffen, wir Menschen, Religion von Kirche, also die vielen Bekannten die das ewige Moment, also Gemeinschaft, wo Italien wird Vertreter offiziell für Jesus Christus kann würde sie wussten an die Gemeinschaft christlichen Ideen wenn sie auch können Pastoren und der Kommunion denken. Diego, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Diego, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant de son amour, le Père de Jésus le Christ notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Diego, tu es maintenant une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ et le vêtement blanc que tu portes en est le signe. Que tes parents et amis par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen.
Den Herr Lamboral huet sein Buch fir wat firstalt, an dem hien die tragisch Geschicht vu senger Familie am Zweite Weltkrieg opschafft. Leif leider alle gut. Für dich mal will ich so, dass ich mir jetzt froh bin, dass der Haut Noven zu so zahlreicher hinkommen sind. Und ich mich speziell froh, dass so viel Jugendheiers. Für Haut für rund 70 Jahre auf dem memorablen Tag war der Zweite Weltkrieg rüber. Und ich meine, der Krieg, was wir alle gut tun, wie all andere Krieg, hat ganz viel Leid für Millionen von Leuten mit sich gebracht, von ganz vielen Nationalitäten. Und so ein Tag wie Haut, der wir nicht vergessen, da muss ich Merci sagen. Da muss ich in der Generation Merci sagen, die ich angesagt habe, für das wir hier in Freiheit können leben, weil es gibt über die ganze Welt noch ganz viele Kriege. Wir könnten ohne die Generation, die damals schon die Weitsicht hat, dass Freiheit wichtig ist, könnten wir uns nicht an dem Wohlstand, wie wir heute leben, bewegen. Wir wollen aber auch heute dem Herrn Lamboral ganz große Merci sagen, dass er sich auf so einen memorablen Tag begann hat, für uns hier ein Buch vorzustellen, ein Buch für Wert. Wir haben den Abend aber auch die große Chance für den Präsidenten vom Syndikat d'Initiative, hier einerseits, wo sie ein ganz großes Découverte gemacht haben, und zwar haben sie einen Film gefunden, wo der Freiheitskortege von 1945 hier zu Stengelfort gewiesen wird, wo die gefilmt gehen ist. Ich wünsche euch an euch einen ganz flotten Abend. Merci. Den Film, den genau 74 Jahre, das ist nach dem 1945, vom Fotograf Mirga aus der Stadt, hat gedreht. Und zwar weist den höchstwahrscheinlich spontanen Umzug, wo die Liberation von Lützeburg da gefeiert wird. Was allerdings ist, die Qualität vom Film ist nicht ganz gut, weil alles, wenn so etwas kopiert wird, dann hält natürlich die Qualität ein bisschen auf. Wir schmengen, es können trotzdem noch viele Leute richtig gut darüber kennen. Guten Abend alle Guten zusammen. Freut mich besonders für den 8. Mai, 70 Jahre am Ende vom Krieg zu sehen, wenn ich etwas gelesen habe, wie ich das Buch geschrieben habe, ist, dass es weh tut. Dass es furchtbar weh tut, wenn es zurückgeht aus den eigenen Wurzeln. Mir ist es gegangen für den meisten von euch, dass man kaum etwas gesagt kriegt vom Krieg, aber so nicht das Beist kriegt man nicht gesagt. Es sind ganz oft Banalitäten erzählt, das wirklich was, wo drauf auch könnt. Das war teilweise tabu. Ich kann es vielleicht direkt so bei einer Familie, der 25. Dezember, also ganz wichtigen Tag, wo mein Großpapa an die 2 Mumien erschossen sind, nachdem sie gefoltert sind. Das Jahr, 70 Jahre danach, das heißt, am 25. Dezember 2014, war die erste Kehr von mir, etwas an der Familie, für den Tag gemacht haben. Aber wir haben uns gefragt, für was. Du notech ass ausfeierlech op die tragisch Geschicht vu senger Familie agang an huet eng Passagen aus segem Buch fir gelees. Herr Lamboral, du hast du Nowen alles so schön erzähltheim an soviel Emotionen. Mg froh niech wéi huet er die Gedanke krit oder wat in Alter hat, wie er die Gedanke krit huet, fir dat Buch zu schreiben. Wie ich auf Pension gegangen bin, ich habe mir alle guten Gitarrebücher an Abzeichnungen auf Zeit gelöscht und ich habe mir gedacht, ich muss etwas machen. Und ich habe mir die mal alle gute chronologisch hingesagt. Und du bemol habe ich dann das Manuskript meine Kamera zu lesen gehen und die gesagt, Papa, du musst auch noch ein bisschen etwas dabei setzen. Und dann bin ich dann an Prozessakten, an Staatsarchive gegangen. Ich war ganz bald 2 Monate an Staatsarchiven für die Prozessakten und das war eigentlich der Anfang vom Ganzen. Und sich, also es ist ja paradox, ich schreibe ein Buch von 500 Seiten und auf der anderen Seite so nicht, mir konnte nicht gesucht. Ja. Aber was war dann eher Motivation für das zu machen? Und Motivation meine ich, weil das war 4 Witz auch. Ne? Ich komme aus der Genealogie, aus der Familienforschung. Ich will wissen, was sind meine Vorfahren an, was tun sie gemacht an, von wo kommen sie her an, für was das so passiert. Weil es ist ja ein Teil von meinen Vorfahren. Und das war für mich wichtig, für zu wissen, wie meine Vorfahren waren, wie sie gelebt haben und so weiter. Das ist meine Motivation. Aber auch für das dann an der Familie, das war der erste Gedanke, für das Buch als Broschüre nicht an der Familie zu verteilen. Bis mir mal Leute gesagt haben, das musst du veröffentlichen. Ne?
Ja. Wie der Familie dann darauf reagiert? Immens positiv für allem Tatasili, dass die jüngst von den 13 Kanner, die waren nach gut Druck bis zum Schluss und die war immens froh und stolz für mit so also das ist fantastisch flott gemerkt für das Buch können zu publizieren. Wir kommen dann lo und Chagiwarechung und Kanner von Tschernobyl an Make-A-Wish. Das ist eine Leis Stangeforter Christ macht, den all Joas für die Entente der Société von der Gemeinde Stangefort organisiert wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Schaffner Gemengerot, Herr Präsident von der Entente, die Damen und Herren von der Entente, liebe Kollegen aus den Vereinen von Stangefort, die Damen und Herren von den zwei Assoziationen Hoffnung für Kanner von Tschernobyl, das ist den Herr May und Herr Barnich, schönen guten Abend, und von der Assoziation Make-A-Wish, das ist Madame Bieren und den Herr Hagendorn. Ich wünsche Ihnen alle einen ganz schönen Abend hier bei uns. Wir sind mit den Assoziationen von Stangefort zusammengekommen, für heute Abend den Scheck zu überreichen von dem 1. März 2014. Es ist so, dass wir am Ganzen ein flott Reset gemacht haben, wo die Clip dann einen Dank kriegen und auch zweimal einen Dank, wie gesagt, an die Assoziationen merken. Ich will aber auch sagen, dass wir am Ganzen ein Resultat hatten von knapp über 21.000 €. Das ist nicht nichts. Heute Abend sind wir zusammengekommen, für einen guten Zweck zu machen, für einen Dank zu machen und die zwei Assoziationen. Und dafür will ich auch erst nicht weiter mehr lang auf Folter sperren. Ich habe hier 2 Scheckeleien. Und das ist ja immer so, dass die Assoziationen einen Teil von dem Geld kriegen, das ist dann 10-mal so viel, wie wir das dann gesagt hatten, und 2-mal ein Scheck und die Assoziationen. Und ich kann nicht sagen, ich meine, das ist ein ganz flotten Dank, und zwar sind es für alle Assoziationen 3.200 €. Ich gebe vielleicht heute Mikro freigehen. Ich gehe vielleicht aufhängen mit Hoffnung für die Kanner von Tschernobyl, den Herr May und Herr Barnich. Von den Kanner von Tschernobyl für dich eine ganz große Merci. Und ich kann auch bestätigen, dass Scheck an der Envergure nicht alltäglich ist und als Adresse. Und wir werden ganz viel können mit denen suchen und nicht machen, wo wir hauptsächlich an der Spitäler schaffen. Das sind 2 Spitäler zu Slavgorod, das ist am Südosten von Weißrussland, und noch zu Mogilov, das ist ein Reha-Zentrum, wo Kanner Jugendliche betreut gehen. Der Präsident hat Arbeit von der Assoziation vorgestellt und hat erklärt, was mit den Don realisiert wird. Zu unserer zweiten Assoziation, da ist der Wunsch immens wichtig, da ist der Wunsch wirklich Gold wert. Und das ist Make-A-Wish, und dafür gebe ich den Herrn Hagendorn hier bitten, für gleich eine Kurzpräsentation von der Assoziation zu machen. Lieve Leute, vielmals merci, Herr Bürgermeister, all die anderen Leute, die hier zusammen sind, die hat wirklich Wahnsinn geschafft. Vielmals merci, das ist ein super Don und das hilft uns ganz viel. Und der 29. April ist für uns World Wish Day. World Wish Day, das ist der Tag, dat wir feiern, dat den eerste Wunsch an Phoenix, Arizona, an 1980 erfüllt ist für den Chris. Der Chris hat an der Zeit Leukämie und wollte gerne ein Polizist sein für einen Tag. Seine Mom und ein paar Freunde von der Polizei haben die Wunsch erfüllt. Die haben eine kleine Uniform gemacht. Und Chris war an den Helikopter, an den Motorrad. Und die haben wirklich einen großen Lachen am Gesicht gesehen. An der Zeit war Make-A-Wish noch nicht tot, es war just ein Wunsch erfüllt. Und 3 Tage später ist der Chris gestorben. Die Leute haben gesehen, wie viel Freude das. Den Herr Hagedorn von Make-A-Wish hat anhand von 2 Beispielen erklärt, wie seine Organisation den zur Verfügung gestellten Don verwendet, für schwerkranke Kanner einen großen Wunsch zu erfüllen. Das heißt, Haut. Das erste Jahr 2013 haben wir 4 Wünsche erfüllt. Letztes Jahr 2014 haben wir 7 Wünsche erfüllt. Und für den Moment sind wir in Gang, Präparation zu machen, weil wir 15 Wünsche auf ein List. Wenn ihr einen Kant kennt, mit einer lebensbetrogene Krankheit, hier am Land, ruf uns an, wenn es gelieft. Mach eine Referenz und dann sind wir da, für einen Wunsch zu erfüllen. Vielmals merci.
Am Kielner Recyclingcenter huet den Infopoint Westen eng Informativausstellung zum Thema Passivhaus opgebaut. Guten Abend, liebe Leute, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Gemeinde an Pfefferreit, Vertreter vom Büro vom Sicherheit, wo wir aus dem Moment an der Ausstellung befanden, als Vertreter von den Gemeinden, die am Infopoint Westen dran sind, sie fanden Steck, ich gucke auf meinen Zettel, ich kann vergessen, Garnisch, Kielen, Kirch, Simmer, Stengefort, sind wir froh, können die Ausstellung hier über den Passivhausbau können zu organisieren. Die Ausstellung steht hier den ganzen Monat an Lesung haben wir von hier am Sika als Bürgersachen einerseits Räumlichkeiten, andererseits hier als Dauernpassage kommen, wenn so schön seht, Tonnen Leute lanscht, an Leute, die bis an das Recyclingcenter kommen, die Huse schon mit der Idee für etwas für die Natur zu machen, Recycling und dann noch in Richtung Passivhaus, die sich schon irgendwie auf das Thema angestellt. Dafür waren wir froh, wo wir hier nur gefreut haben, für hinzukommen, dass wir dann auch direkt an hier empfangen gesehen und konnten die Ausstellung hier abrichten. Wir sind immer ab für so Ausstellungen wie die hier. Die Räumlichkeiten sind formidabel. Die Tonnen Leute, die hier passieren, das sind mehr wie 100.000 Leute. Ich habe mit letztes Jahr gezählt. Ich meine, wir waren über 109.000 oder 110.000 Leute, die an einem Jahr hier passiert sind. Es sind natürlich Leute, die eine Woche kommen, sind andere Leute, die kommen neben am Trimester, und die Leute, die kommen vielleicht zweimal am Jahr. Wie dem Moras auch wieder gesagt wird, dass die Leute, denen nicht egal ist, was mit dem Dreck geschieht, die bringen einen extra hin, für das sie kann getrennt gehen, dass sie kann dem Recycling zugefordert gehen. Und ich meine, wenn wir hier eine Ausstellung über passiv bauen, dann ist das ein Gest an dem Sinn, an eine Initiative an dem Sinn, dass sie halt probiert, etwas zu machen für die Umwelt. Ich wollte vor allem den 5 Gemeinden vom Infopoint Westen merci so für zu summen, habe ich auch noch dem Sika merci so für die Möglichkeit tun, für die Ausstellung hier hinzubringen. Also die Gemeinden sind extrem wichtig Partner für uns. Es geht darum, die Leute zu informieren und zu sensibilisieren über energieeffizient bauen oder renovieren auch. Und dafür geht nicht nur, weil wir just an der Stadt bei unserem Büro sitzen und dort werden, bis die Leute bei uns kommen. Wir müssen rausgehen bei den Leuten, für auch so mehr Leute zu erreichen. Und da sind Gemeinden natürlich immens wichtige Partner für uns. Erlaubt man nach 2 wieder zu My Energy. Wir sind eine öffentliche Struktur, ein Groupement d'intérêt économique, die gedroht wird von 3 Ministerien, das ist das Wirtschaftsminister, das Nachhaltigkeitsminister und das Logementsminister. Wir machen nicht nur Aktivitäten für die Partikulier, also nicht nur so Sachen wie das heute, aber wir schaffen auch ganz viel zusammen mit den Gemeinden, notamment auch am Kader vom Klimapakt, den wir für den Nachhaltigkeitsminister gerieren. Wir haben auch Sensibilisierungsaktionen für die Entreprisen, die wir machen, und nicht zu vergessen für den Sektor. Wir sagen immer, es geht nicht durch, dass wir die Leute just informieren oder die Leute roten, dass sie sollen energieeffizient bauen oder sanieren, von auf der anderen Seite keine Handwerker da sind, die das auch machen können. Dafür gucken wir für auch den Sektor damit anzubannen, für die Sachen dann auch können tatsächlich umgesetzt gehen. Also ab 2017 am Neubau muss passiv gebaut gehen, das heißt, den AA muss gebaut gehen. Und das sieht da hier auf dem Heiten, dass den Energiepass, den auch muss mit aufgehen. Und hier sieht da wirklich schon die Klasse A für die Energieeffizienzklasse und hier für die Isolationsklasse. Die Klasse A, die müssen erreicht gehen für Passivhausstandards zu erreichen. D'Entente vun de Vereiner huet hier Plansaktiun fir die neugeborene Kanne aus der Gemeng Dach vum Bam an der Rue du Port zu Kleinbatte gefeiert.
So gedemmittech Leifleider Gotten Herr Boyer Meester, Vertreter aus dem Chefen der Gemengerot, Membren aus der Stengeforter Vereinsentente, Leif Musikanten, Leif Eltern, Leif Kanner, am Numm vun der Entente Stengefort sinnnech froig hautemittech op enger Plansaktion begräessen ze können, die mir regelmäßig eine Gemeng firhhöllen fir die neue Gebure Kanner. Ich will aber net vergessen zu so, dass dat eng Aktion ass die Entente ze summe mat der Gemeng zenter Joren organiséiert. Ze grosse Merci echt, dass der kom se spannend, dass het wichtig ist, dass er die Sache unterstützt. Und ich gebe auch irgend Herz lehen von der Haut die Beam gesit, die werden dann noch an der Polio stoen, dass er der Kanner mir groß sieht, dass der Martin hinkommt, dann zumindest hin dann erklärt, dass der Tieren Baum aus den dann an dieser Aktion geplant gin ass. So Leif Kanner, ich schwenke mat Dir hun geht haut dem Birch, Leif Ären, Leif Familien, die da hinkommen si, die dann an die Herren vun der Musik aus dem Gemengener Schäferrot, Leif alle Goeten, si ganz froh, dass der Haut hinkommen si, dass jo sicherlich kein Schweiergefall bei segem Wider fir und Dir zu goen. An wie den Gil Arrangelo just schon gesot huet, mir man dat heiten als Joer fir Kanner fir hinnen en symbolische Bäm ze pflanzen an als Gemeng. Ich will awer an diesem Kontext ganz hauptsächlich wie gesot Entente Merci so mir awer och de Markt Paris als dem Vierter als der Gemeng Stengefort, mat den sich immer mat ganz viel Enthusiasm ha raufstietzt an die Aktion an noch mat dot am mat rot zur Seite steht. Macht Dir Dir ganz große Merci an Dinge Lei doch für die spontan an konzentriert Aktion, die der Hai bei dem Sit hut, da das nämlich etwas ganz Großes. Ich mengen für ein Gemeng ist wichtig, dass sie Kanner huet, dass sie viel Kanner huet, dass sie dynamisch Kanner huet, Gemeng Stengefort, bit auch viel für Kanner ein ganz Reihe von Clip, mir hun Musiken, mir hun Sportsvereine, mir hun Kulturellvereine, dafür ich mengen das auch flott van Kanner sich engagieren und das auch flott van Leute sich engagieren, van Eltern sich engagieren. Ich alle Goeten ganz große Merci, dass da hinkommen seht. Ich gebe lo weitergehen und den Markt Paris als Vierter, den hört nämlich abs präpariert zu dem Baum, den wir haut pflanzen, zu dem Hauptbaum, den wir haut pflanzen. Wie gesagt, ganz große Merci an Herrn No, komme ich dann ein Mikro. Mach das in dir, komm. Ich wollte pour Rivaleo gelassen gehen als kleiner Plantation, die man ha gemacht hun. Enkeier Hummer die Eche, die ha stehen, die Hummer ha rund die Drehplatz weiter gesagt, so dass mat denen die schon der Handeland Schul stehen, dat sie so seilen nicht, dass der Tenor ganz soll gehen, dann ass der Bereich wie der Strose wenig vom Schulhaf aufgetrennt. An der zweiten Zimmer gedich begiffen Öpsbeem setzen. Enke hummer 4 Röpsbeem, da haben Druck gesagt, die mir klein, wo auch genau Schild drin hängt, dat sind Äpfel, Beeren, Quetschen an Mirabellen. Niedrigstämmig Beem gesagt, für das kann er besser Druck kommen, lechtens. An das der woch miséier soll go, weil die heichstämmig die brauchen immer immens lang. Und dann hat man von der Platz hier eventuell einen Menebaum können setzen. So sind der méi an den noch zu méi an enger gewisser an eng Moflaf verschieden Sorten Öbst, doch méi interessant, dass da kann der Personal auch mat Kanner hai an der Schulapps mat dem Obst aufhängen. Die letzte Baum, die man gesagt hat, aus den Nüsse, das den der Hand mat den viele Schöppen, das den Herr Nussel eben symbolisch auch gesagt gehen. Voilà, ich so nicht merci. Voilà, ganz kurz ich so de Markt Paris ganz große Merci für die flotte Auslegung vom Nüssert. Also mir as lo henk geblieben, dass den Nüssert och Bärmers de locht mcht, bei dem heute wieder als Dustrich fir, dat schmengt Leute locht zu trinken. A wie das den Nüssert dann awer viel Nüsskritmengen, ich gi mal Pappen, Mammen an Kanner Bierde Fleisch fir bis bei de Bärm der Hand ze go, mir gife die dann symbolisch Schöppholen, die Leute die locht tun, an dann die enge oder einer Schöpp bei de Bärm tippen, a wann der dann an de pu Joer hinkommt, Nüsttrafe kommt, da so ich ha eng Hand mal du gepackt. Dafür kommt alle gotte Mat hin an dann dënner gët haie Pat. Merci, dass er kommen sie dann erscheine mit zu summen.
Allez, super. Perfekt. So, dann können wir ein paar Trinken gehen. Oder wenn noch ein paar füllt. Ja, da kommt ihr. Ich meine, ich halte mich. Alle Voilà, gib mal doch nicht ein Trinken gehen an der Welt. Viele Leute hatten sich zu kleinen Betten am Schulhof und für die Kirmes zu feiern. Geht wie das Kirmes, die Damen und Herren aus dem Gemengener Schäferrot, live Musikanten, die Damen und die Herren, sie ganz froh für ich op d'Ouvertür vun der Klangbetten Kirmes zu begrüßen. Nur der Begrüßung von den Leuten hat der Bayer Meestadt Kirmes offiziell für oberklärt. Ich bin ja froh, dass ich meine Gäste alle persönlich kenne. Was ist bitte? Ja, hier ist der Pulver drin. Oh,
Bei der Stangefochtanie du Sport, die vun der Sportskommission organiséiert gouf, sind en Grei Indoor- an Autoaktivitäten beim Centre Sportiv ugebuerde ginn. Iwer 500 Leiit hat dese flotten Aktivitäten deelgeholl.
Dat waret fir als Juni-Emissionioun. Mir gesinn als Rëm de 4. nach 5. Juli. Dir könnt als auch gucken op der Internetseite vun der Gemeng www.steinfurt.lu/news an op www.doc.lu an der Mediathek.